Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Ich melde mich einen Tag früher zurück, als ich angekündigt habe. Es ist nämlich so, dass ich heute noch ein bisschen Zeit habe und ziehe ich doch schon ein Video auf, anstatt bis morgen zu warten. Und habe schon das eine oder andere Camper- und Boostersaal-Video ein bisschen organisieren. Das ist eine gute Sache. Jetzt, was auch eine richtig gute Sache ist, ist das Gameplay. Wir sehen das Suchen und Zerstören, Search and Destroy Gameplay, schauen dem Crown Face zu. Im Team ist auch noch der Swifty und der Dubstep. Die anderen in diesem 6er-Team sind so ein bisschen random Leute und Zeug und Sachen und zieht noch gerade die Szene rein. Marksman sei Dank, sehr schön abkassieren, anders geil. Und der Spästi da mit der Pumpe ein bisschen rumgeschlichen. Ja, anyway. Aber ja, ich war jetzt schnell ein paar Tage im Tirol gewesen, Österreich, für die es nicht so kennen. Und leck, die haben richtig viel Schnee dort hin. Weißt du, wirklich 5 Meter hohe Berge von Schnee zum Teil am Strassenrand. Und klar, jetzt auch ein bisschen Aufschichtungen gegeben und so von den Räumungsarbeiten. Aber hey, also zum Teil richtig müssen Gang schaufeln, um überhaupt durch den Schnee zu kommen. Also cool, wie so richtig früher, wo es bei uns auch noch viel geschneit hat. Und ich denke, in der Schweiz gibt es auch noch viele Plätze, wo es auch viel schneit. Anyway, jetzt müsst ihr schauen, jetzt hat sich hier schnell ein Päckchen bestellt und wie könnte es auch anders sein? Die Crown Crew kann natürlich eins mit der Krone drauf, ist halt ein bisschen verkehrt und man sieht es nur ganz kurz. Aber meinem Auge ist es aufgefallen. Und euch mal, wenn ihr dort schnell auf Pause drückt. Zum richtigen Zeitpunkt. Schöne Szene, das hat mir wirklich ausgezeichnet gefallen, Face. Du hast richtig gut gespielt, Mann. Und es hat ein paar sehr unterhaltende Szenen in diesem Gameplay. Gute Sache. Also wenn ihr euch jetzt primär auf meinen Text vielleicht konzentriert, schaut, dass ihr dann das Video noch einmal reinzieht und konzentriert euch wirklich voll aufs Gameplay. Es ist eine ganz coole Sache und sehr dynamisch auch für ein Search and Destroy, wo man ja häufig auch ein bisschen Wartezeit hat und so. Aber hier geht es eigentlich ziemlich flink. Liegt sicher auch ein bisschen daran, dass das gegnerische Team nicht ganz so gut ist, um ehrlich zu sein. Hier noch schnell ein anderes Thema, und zwar hat sich eine interessante Diskussion gegeben, so in den letzten paar Videos, und zwar wegen der überpowerten Waffen und eben der FAMAS im MW2 und dass dort auch niemand gerannt hat und so. Und ich habe mir das dann ein bisschen überlegt und ich stimme euch wirklich zu. Dazu mal ist es noch nicht so krass gewesen, aber ich finde eben auch, dass dann die Community noch viel kleiner war und die dann wirklich gut waren und auf YouTube sind umgezogen, die haben sich auch noch nicht so damit müssen auseinandersetzen, dass sie jetzt hier mit einer völlig überpowerten Waffe spielen, weil heutzutage in dem Sinn getrauen sich das nicht mehr viel. Weil wer will schon ein Gameplay sehen mit einer völlig überpowerten Waffe? Das braucht ja nicht wirklich so viel Skill. Klar kann man auch sagen, MP7 ist stark, aber wie gesagt, Type 95 ist einfach ein richtiges Biest. Egal ob auf weite Distanz, auf nahe Distanz, es ist ein Monster. Und jeder, der dem nicht zustimmt, muss einfach sagen, der ist in diesem Fall mit dieser Waffe nicht ganz so gut klargekommen. Weil, ja, die paar Mal, die ich mit diesem Teil gespielt habe, musste ich sagen, es ist zum Teil fast lächerlich, wie einfach das ist, Gegner abzukassieren. Anyway, das wäre zu dem. Ich finde es auch interessant, wenn sich so Diskussionen ergeben und ja, kann man ein bisschen mitquatschen und finde es auch gut, wenn auch so Sachen angeregt werden. Da kann man dann vielleicht auch mal ein Video darüber machen. Aber ja, eben, man muss sich bei diesen ganzen Argumenten halt auch immer ein bisschen drumherum überlegen, was für Leute sind dort involviert waren und wie war allgemein die Zeit gewesen. Und ich meine, im Black Ops hat es dann richtig angefangen mit der FAMAS und der AKU. Ich meine, das sind auch richtige Beistwaffen. Die AKU hat man dann recht schwächer gemacht, aber die FAMAS, die ich das letzte Mal gespielt habe, das ist immer noch eine hohe leise Pistole. Ja, das zu dem, Das letzte Thema ist folgendes. Vielleicht kennt der eine oder der andere von euch das Game, das Twisted Metal heisst. Da fährt man so mit Kerren rum und geht lang so ein bisschen mit Raketen und Bomben und Maschinengewehr aufs Maul. So ein bisschen ein Destruction Derby mit Waffen. Und ja, das hat mir immer schon wirklich recht gut gefallen. Und das war auch ein Grund, sich nach einer Playstation zuzutun. Und ja, jetzt gerade überlegt, Jungs, ich keine Ahnung, vielleicht könnte das auch jemand von euch, der auf der PS3 zockt, und vielleicht würde sich das auch jemand von euch reinziehen, weil eben, ich sage immer, ich habe kein MW3 auf der Playstation 3 und klar könnte ich mir eins suchen, aber dann alles wieder aufleveln und kein Plan.
mit den Skills von Steuerung her und so ist sicher auch ein bisschen eine Challenge. Der Swiss hat das ja auch erlebt, als er ein bisschen mit der Xbox gezockt hat. Und darum wäre das vielleicht gar nicht so interessant. Aber jetzt ein anderes Game, wie eben das Twisted Metal, das jetzt rauskommt, was es nur auf der PlayStation 3 gibt. Ich meine, da habe ich gar keine Wahl. Und sonst gebt mal Bescheid, das würde mich wirklich noch interessieren, ob das sonst noch jemand zocken würde. Und dann können wir vielleicht durch mal ein paar Online-Runden reisen. Und dann wäre der Klitus auch mal auf der PlayStation 3. Kurzer Unterbruch. Dubstep, was man hier sieht, gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Es ist zwar geil, dass die zwei Camper-Schwuchteln dermassen rausballern, aber hat es ausgerechnet FMG 9 Akimbo müssen sein. Ich meine, du hättest jede andere Knarre Akimbo können nehmen, auch wenn es nicht so viel Skill braucht, mit denen umzugehen. Aber ausgerechnet die Fotzenknarre. Finde ich ein bisschen schade und ja, fände ich eigentlich schon noch cool, wenn man das echt unterlassen würde. Weil es ist einfach eine Waffe par excellence. Und darum ein bisschen unsexy. Ja. Anyway, eben ja. Das noch schnell zu dem gewesen. Und jetzt wieder zurück zum Twisted Metal. Könnt ihr euch sonst mal ein paar Videos reinziehen oder auf World of Games schauen, wenn der Spass rauskommt und wie teuer das ist und alles. Aber das wäre jetzt in meinen Augen noch eine gute Gelegenheit, eben, dass ich mal mit euch PS3-Leuten zocken kann. Und ja, es wäre auch mal ein bisschen ein anderes Game. Es wird sicher auch ein bisschen auflockern und das heisst nicht, dass jeden Tag ein Twisted Metal Video kommt. Ich kann mir vorstellen, dass das für gewisse nicht so interessant ist. Call of Duty wird immer noch der Hauptteil der Videos ausmachen auf diesem Channel. Aber zwischendurch mal etwas Frisches, das ist doch auch immer nett. Oder? Ja, anyway. Hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, ihr ein schönes Weekend gehabt und wünsche euch einen guten Start in die nächste Woche für die arbeiten müssen. Schön zusammen.